Ja, das ist für mich eine Entdeckung gewesen. Die Würdigung des Single-Seins ist etwas spezifisch Christliches. Die meisten Kulturen würdigen das nicht in der Art und Weise. Es gibt natürlich auch Auswüchse in der katholischen Kirche, wo es eine Forderung ist an den Klerus. Aber vom Grundsatz her hat das Christentum eigentlich gesagt, nein, Single-Sein ist etwas Gutes und es ist nicht minderwertig gegenüber der Ehe. Was hat sich Gott bei Sexualität eigentlich gedacht? Diese Frage geht dieses Workbook nach, das kürzlich bei Fontis erschienen ist. Und ich habe heute einen der Herausgeber, nämlich Paul Bruder, bei mir im Talk. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Paul, du bist leitender Pastor in der Viva-Kirche in Frauenfeld. Du bist Dozent für Dogmatik und du begibst dich immer wieder auf diese heißen Themenfelder rund um Sexualität in verschiedenen Formaten, unter anderem jetzt eben auch in diesem Buch. Interessiert sich überhaupt noch jemand für diese Frage, die auf diesem Buch steht, was sich Gott bei Sexualität gedacht hat? Ja, ich erlebe, dass die Menschen sich sehr dafür interessieren. Ich mache jedes Jahr 2, 3 Seminare mit Menschen, auch von außerhalb der Kirche. Und jedes Mal kommen Fragen rund um Sexualität, rund um die Liebe. Meistens haben wir Leute in diesen Kursen, die aus gescheiterten Beziehungen oder Ehen kommen. Und die interessieren sich sehr dafür. Oder sie wollen wissen, was soll ich meinen Kindern sagen? Die Kinder haben Fragen. Und ja, ich erlebe, dass die Menschen außerhalb der Kirche, aber auch innerhalb der Kirche sehr interessiert sind am Thema. Und wieso interessierst du dich so für dieses Thema? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich nicht so interessiert für dieses Thema für viele Jahre. Aus persönlichen Gründen selbstverständlich. Aber ich habe gemerkt, dass es in unserer Zeit zu einem Schlüsselthema geworden ist für die Menschen, wenn sie einschätzen wollen, ob sie der Bibel vertrauen, ob sie dem Christentum eine Chance geben wollen. Und das hat mich getriggert, hat mich geholt und seither befasse ich mich sehr damit. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist einfach, wir haben in unserer Gemeinde und in meinem Umfeld habe ich Menschen, die sehr betroffen sind von eigentlich allen Themen nahezu, die wir heute in der Öffentlichkeit diskutieren. Und ich wollte ihnen natürlich auch als Pastor dienen können. Und wenn man dich so verfolgt, dann merkt man mal, da hast du auch ein bisschen eine Vision dafür oder ja, das schreibt ihr auch im Buch, dass ihr findet, es sei wertvoll, die Schönheit und Relevanz der biblischen Sicht rund um Körper, Intimität und Beziehung zu entdecken. Und was braucht es denn für so eine Entdeckungsreise? Ich habe verschiedene Anfahrtswege, um diese Frage zu beantworten. Aber bei mir war einer davon, ist mein Jungschar-Hauptleiter kam zu mir. Ich hatte ihm 2 Jahre vorher getraut, die Hochzeit gemacht. Und dann kam er zu mir und fragte mich, Paul, warum heiraten wir eigentlich? Und die Überraschung in diesem Moment war nicht, dass er diese Frage stellte, sondern ich wusste selber gar nicht, was die Logik ist einer Ehe. Und das hat mich schockiert. Ich war da und war schon selber einige Jahre verheiratet, war schon über 10 Jahre Pastor und ich wusste keine Antwort, die mich persönlich in der Tiefe meines Herzens überzeugt. Und ich habe gedacht, ja, ich muss da nochmals ran. Und so hat das angefangen und ja, die Frage der Relevanz der Themen und der Schönheit der biblischen Sicht von Sexualität hat so angefangen bei mir zu arbeiten und irgendwann habe ich entdeckt, was die ersten Christen gemacht haben. Die haben eine völlig neue Sicht vom Mensch hineingebracht und insbesondere haben sie die Frau gewürdigt und auf die gleiche Ebene geholt wie der Mann. Das war im Heidentum nicht eine Möglichkeit. Und ich habe gesehen, wie unwahrscheinlich schön das ist, was sie gelebt haben. Das Christentum hat später noch ein paar Fehler gemacht, das ist keine Frage. Und es war auch damals nicht einfach alles gut, aber die christliche Sicht auf den Körper, die christliche Sicht auf das Verhältnis von Mann und Frau, die wir in der Bibel finden, hat mein Herz wirklich erobert. Ich habe mich ganz neu, ich brauche das Wort gerne, verliebt in die jüdisch-christliche Sicht von Sexualität. Und ich nehme an, wenn du von dieser Sicht sprichst, dann beziehst du dich ganz klar auf die Bibel. Du hast jetzt auch schon erwähnt, eben wie war es in dieser Zeit, damals
als diese Bücher geschrieben wurden. Und wenn man jetzt aber dieses Buch anschaut, ist es ja schon noch ein Stück Arbeit irgendwie. Wie kann man das jetzt in der heutigen Kultur irgendwie wieder relevant machen, weil ja die Kultur sich auch verändert hat. Wie gehst du mit dieser Spannung um? Ja, das braucht ein bisschen Arbeit, um das gut auszutarieren. Es ist schon mal wichtig zu sehen, inwiefern war die biblische Botschaft über Sexualität für die damaligen Menschen eine positive Botschaft. Also wir haben in den ersten Jahrzehnten, Jahrhunderten haben wir mehr Frauen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und das war nicht nur, weil sie eine Hoffnung für das ewige Leben nach dem Tod hatten, das Evangelium war auch gute Botschaft für das Schlafzimmer. Und dann merkst du, an dieser christlichen Sicht ist was dran. Und jetzt gibt es Elemente da drin, die sich 1:1 einfach hinübernehmen lassen in unsere Zeit und die auch für unsere Zeit positiv sind. Und ich denke, die Einvernehmlichkeit, die Forderung, dass Sexualität einvernehmlich sein muss, war für die damalige Zeit eine revolutionäre Sicht für Sexualität, für Menschen, die aus dem antiken Heidentum kamen. Für uns heute ist das selbstverständlich. In unserer Kultur ist das die Hauptdefinition von Sexualität, es muss einvernehmlich sein zwischen den erwachsenen Personen. Genau. Aber wir haben damals andere Dinge, die auch ein Kennzeichen christlicher Sexualität waren, und das ist die hohe Würde des Körpers, des Physischen. Und das ist jetzt, wenn wir in die heutigen Themen hineingehen, ein hochrelevantes Thema. Das war damals schon klar, der Körper ist sehr zu würdigen und die Gestalt des Körpers und des Physischen. Aber das ist heute mit den zum Beispiel jetzt ganzen Trans-Themen, ist das eine unglaublich positive Botschaft. Also eine Frau, die mit einer Geschlechtsdysphorie diagnostiziert ist, sagte mir, nachdem sie ein bisschen unseres Materials gelesen hat, sagte sie mir, ich habe noch nie so eine positive Sicht auf den Körper gehört. Ich wünschte mir, mein Psychiater hätte mir das gesagt damals. Und ich dachte, das ist so schön. Sie muss zu Christen kommen und so eine positive Botschaft zu hören. Das heißt, die Gesellschaft verwandelt sich tatsächlich. Aber es gibt in der jüdisch-christlichen Weltanschauung, man kann das vielleicht so zusammenfassen, gibt es immer ein Element, das spannend ist für einen historischen Kontext. Und das Spannende ist für uns als Christen heute, ist zu entdecken, was ist das spannende Element für uns heute. Und auf dieser Entdeckungsreise sind ja viele unterwegs, aber nicht alle würden jetzt sagen, okay, das wäre jetzt voll der Weg, den ich wähle. Diese Frau, die du erwähnt hast, die hatte das positiv erlebt, okay, die Bibel hat hier etwas zu sagen, aber ich sehe auch, wie viele immer wieder auch damit strauchen oder damit hadern, wenn sie auf gewisse Aussagen aus der Bibel stoßen und die christliche Sicht eher als einengend oder veraltet empfinden würden. Kannst du das schon auch ein bisschen nachvollziehen? Absolut. Also die Bibel hat Aussagen über bestimmte Sexualpraktiken, die für uns heute in unserer westlichen Kultur ein No-Go sind. Aber das hat die Bibel schon immer, eben. Also die Bibel hat immer eigentlich ein korrigierendes Element gegenüber der Gegenwartskultur, aber auch ein sehr positives Element. Es konfrontiert und es war auch sehr attraktiv. Es ist immer so diese beiden Dinge. Also das heißt, es wird nicht überraschend sein, dass es gewisse Elemente gibt, die irritieren. Und da muss man sich überlegen, hat man, und das ist ganz zentral für uns heute, empfinde ich das, was in der Bibel steht, wirklich als etwas Gutes? Mhm. Und das habe ich auch nicht immer sofort gesehen. Und ich behaupte, es gibt noch Dinge, die ich noch entdecken muss. Aber es gibt ein paar einfach Dinge, da muss man einmal ein bisschen drin sein und plötzlich merkt man, oh, das, was hier steht, ist eigentlich wahnsinnig positiv und ist gut für den Menschen. Und erst wenn wir als Christen das anfangen so zu empfinden, werden wir auch nicht gerade uns verunsichern lassen, wenn unsere Kultur sagt, ja, aber das geht doch nicht. Mhm. Genau. Vielleicht spielt es auch noch ein bisschen eine Rolle, ob man sich jetzt auf die biblischen Wahrheiten einlässt oder wie man es erlebt von anderen Christen, weil das kann sich ja je nachdem auch sehr stark auseinander. Ein ausgezeichneter Punkt, ja. Das kann meilenweit auseinandergehen. Ja. Bei mir hat die Heilung, wenn ich das so sagen darf, stattgefunden im Studieren der biblischen Inhalte und der damaligen Kultur. Diese Interaktion und dann das Übertragen in unsere Kultur. Die Christen machen das nicht immer so ganz gut. Wir sind beeinflusst von unserer Zeit.
Und da ist es ganz wichtig, sich an den Schönheiten der biblischen Offenbarung zu orientieren. Das hilft sehr. Aber es stimmt, das Christentum braucht auch Korrektur. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen, deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt es weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Du hast vorher erzählt, dass du eben dich so reingibst in solche Themen und die dann studierst. Gibt es irgendwelche Themen, die dich heute immer noch challengen? Ja, im Moment habe ich, also meinst du persönlich für mich oder? Einfach, ja, persönlich oder wenn du so darüber nachdenkst, so ist jetzt nicht gerade so, ja mal, da stehe ich voll, kann ich gleich mitgehen, sondern es ist auch eine Challenge darin. Jetzt im Bereich der Sexualität muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe Herausforderungen mit dem Retten von Ehen in meiner Gemeinde. Ich habe ganz viele Frauen, die zu mir kommen im Moment und sagen, mein Mann ist narzisstisch und das geht nicht mehr. Das ist etwas, das ich sehr häufig höre. Ich habe Herausforderungen, meine Gemeinde dazu und andere Gemeinden dazu zu bringen, auch sexuelle Minoritäten wohlwollend und willkommend aufzunehmen und zu würdigen. Aber jetzt von der biblischen Botschaft her hat bei mir ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Das war vor vielleicht, ich würde sagen, etwa 5 Jahren, wo ich einfach so gesehen habe, wie umfassend gut das Ganze ist. Ich bin nicht am Hadern im Moment mit detaillierten Aussagen oder mit Grundaussagen, die ich habe. Ja, das ist wirklich im Moment nicht der Fall, muss ich sagen. Spannend. Und trotzdem hast du gerade ein paar Challenges genannt, die du in deinem Arbeitsumfeld auch hast oder wo du unterwegs bist. Und vielleicht können wir auch noch ein bisschen eintauchen so in die kirchliche Landschaft, wenn wir schauen. Da gibt es ja auch viele Herausforderungen. Zum Beispiel auch in der methodistischen Kirche gibt es Bewegungen. Man sieht, es findet eine Öffnung statt, bis hin zu Regenbogenkirchen. Aber auch das hat wieder Spannungspotenzial. Es gibt auch Spaltungen, die kommen natürlich nicht nur in diesen Bereichen, eigentlich auch in der Breite. Ja, wie gehst du mit dieser Entwicklung um? Ich finde das ganz schwierig, diese Entwicklungen. Es gibt gute Dinge, es gibt eine größere Offenheit, sich zu befassen, auch als Christen, mit Herausforderungen im Bereich der Sexualität. Das ist etwas Gutes. Man ist offener, darüber zu sprechen. Das muss man alles willkommen heißen. Aber die Grundlösungsansätze, die jetzt zum Beispiel in der methodistischen Kirche angenommen wurden, führen ganz automatisch, weil das ein derart anderes Paradigma ist, dazu, dass Christen, die sich auf der historischen Seite befinden und sagen, nein, wir nehmen das, was Jesus lehrt in der Bibel über die Ehe und über das Zölibat, das wird dazu führen, dass das auseinandergeht. Das ist nicht kombinierbar. Das tut mir leid, das zu sagen. Ich wünschte, es wäre anders. Aber ich glaube, das hat mit einem Grundlösungsansatz zu tun unserer Kultur. Man löst die sexuellen Fragen über eine Identitätspolitik, die einfach automatisch dazu führen wird, dass gewisse Gruppen fordern, dass das, was sie gerne praktizieren möchten, dass das gut geheißen wird von der Kirche oder vom Verband. Und das geht in gewissen Fällen einfach nicht. Und das wird eigentlich so, diese Art von Identitätspolitik wird zu Trennungen führen in der Kirchenlandschaft. Und ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass Gemeindeverbände und lokale Gemeinden sich dessen bewusst sind und sich überlegen, auf welche Art handeln wir das, aber die Kombination geht kaum. Die Erfahrung zeigt das und ich weiß wenigstens noch von niemandem, bei dem es funktioniert hat. Also die methodistische Kirche hat in den USA, ich glaube, über 1/4 der Gemeinden verloren in den vergangenen 2 Jahren über diesen Fragen. Ganze Landesverbände aus Afrika und aus Osteuropa verlassen im Moment die methodistische Kirche, den weltweiten methodistischen Verband.
Und ich wünschte, es wäre anders. Ich habe Freunde in der methodistischen Kirche. Es tut richtig weh, diese Trennungen zu sehen. Aber ich glaube, die werden erfolgen, wenn der Grundansatz ein komplett anderer ist. Jetzt die Schweizer Methodisten arbeiten mit einem Konzept, das heißt Kaleidoskop, irgendwie so. Und die Hoffnung ist, dass man da auch eigentlich widersprüchliche Aussagen im Bereich der Sexualität doch noch im gleichen Verband kombinieren kann, indem man sich sammelt um Jesus Christus herum, um das Zentrum. Das Problem an diesem Modell ist, dass die beiden Grundkonzepte auch ein ziemlich anderer Jesus bringen. Und es ist nicht so, dass wenn ich mich Jesus nähere, wie ich ihn verstehe, ich mich damit automatisch dem anderen Jesus auch nähere. Man kann da wirklich auseinander. Ich glaube, das Konzept, es ist gut, wenn Sie es probieren, aber ich habe wenig Vertrauen, dass das Ding wirklich den Verband zusammenhalten wird und gesunden lassen wird. Es braucht wahrscheinlich wirklich Mut, aktuell auch Sachen auszuprobieren. Wie kann man es versuchen, irgendwie Wege zu finden? Und ihr habt ja auch erst gerade kürzlich die Culture Shift Konferenz gemacht, zum solchen Fragen nachgehen. Diese Culture Shift hat ja auch dieses Wort, den Shift. Willst du vielleicht kurz erklären, was bedeutet das für dich? Das bedeutet für mich, dass wir eine neue Kultur entwickeln möchten mit den Kirchgemeinden und den Verbänden, die sich orientiert an der judäo-christlichen Weltanschauung. Und ich glaube, das würde sehr viel Ruhe und Schönheit und Relevanz hineinbringen für die Kirchen unserer Zeit. Und an dieser Konferenz haben wir eine Professorin aus Amerika, eine Frau, die heißt Nancy Pearcey, eingeladen. Die ist zum Glauben gekommen hier in der Schweiz, damals mit Francis Schaeffer. Und sie ist, ich denke, um die 70 so, sehr erfahren, sehr viele eigene auch Erfahrungen in diesem ganzen Themenfeld. Und sie hat auf wunderbare Art und Weise insbesondere die Schönheit und den hohen Wert des Körperlichen, des Physischen hineingebracht und dafür plädiert, love thy body, liebe deinen Körper, was das bedeutet für alle verschiedenen Herausforderungen im Bereich der Sexualität und den Fragen unserer Zeit. Und sie hat ein Gesamtpaket geliefert, das zeigt, dass wir nicht in einen Widerspruch kommen müssen zwischen Seele, dem Nicht-Materiellen, und dem Körper, dem Physischen, wie wir den Menschen als Ganzes, als Einheit sehen können. Und das ist etwas, das unserer Zeit eigentlich ein großes Anliegen ist. Also wir haben eine starke Betonung der Ökologie. Die Menschen unserer Zeit, denen ist sehr wichtig, dass wir den Strukturen und den Konturen der Natur Respekt geben. Zum Beispiel bei uns in Frauenfeld, wo ich herkomme, da gibt es den Fluss, die Thur. Und das wurde vor Jahrzehnten mal begradigt. Das ist einfach ein gerader Strich in der Landschaft. Man dachte, es gibt dann weniger Überschwemmungen und verschiedene Vorteile hat man sich da gedacht. Das ist gut, wenn wir diesen Fluss, der so gemacht hat, begradigen. Jetzt hat man gemerkt, nein, die Biodiversität, die sinkt zum Beispiel, die Überschwemmungen sind stärker, wenn sie kommen. Und man hat jetzt Milliarden in die Hand genommen, um das Ding zu renaturieren und wieder entlang der natürlichen Verläufe der Natur zu geben. Und Nancy Pearcey hat uns gezeigt, dass das auch für den Menschen eigentlich wichtig wäre, einen Respekt und eine Würdigung der Kontur des Wesens des Körpers, der Biologie zu geben. Und ich habe mit vielen Leuten nachher gesprochen, die haben gesagt, das sei wahnsinnig ermutigend gewesen, mal diese positive Sicht auf die menschliche Sexualität im Kontext der Herausforderungen unserer Zeit zu hören. Und an einer Stelle hast du auch mal geschrieben, dass diese Veränderungen sich ja eben auch am deutlichsten zeigen in der Sexualität. Und da wären wir jetzt wieder auch beim Buch. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen einsteigen. Es ist ja ein Workbook, das heißt, man kann es nutzen, man kann selber, Predigten sind verlinkt, man kann jeweils zum Beispiel sagen, ich gehe in einer Woche durch ein Thema durch. So habe ich es verstanden, du kannst es sicher noch besser erklären, aber dann hat man wirklich Themenfelder, die man, ein 6-Wochen-Programm sozusagen, und hinten hat es Vertiefungen. Und wir haben vorher ein bisschen gesagt, es wäre noch spannend, hier reinzugehen.
auf der Seite 32 zum Thema Single sein. Und da hast du gesagt, das ist etwas, was dir auch irgendwie so auf dem Herzen liegt, dass es eben nicht so als Warteraum gesehen wird. Und ich lese uns einen Ausschnitt vor und dann kannst du ein bisschen dazu sagen, vielleicht ganz konkret, wie kann man jetzt vielleicht mit einer solchen Herangehensweise auch profitieren. Wie wertet dein Denken Ehe und Single-Sein? Unsere Tendenz ist es, das Single-Sein als Warteraum auf die Ehe zu sehen. Wir sehen Singles als Menschen, die noch nicht verheiratet sind. Tatsächlich befinden sich jedoch sowohl Verheiratete als auch Singles in einem Warteraum. Ein besseres Wort dafür ist Vorbereitungsraum, weil damit klargemacht wird, dass wir nicht passiv sein sollen, sondern uns aktiv vorbereiten auf das hereinbrechende Reich Gottes und die Ewigkeit. Hand aufs Herz. Wie wertet dein Denken das bzw. dein Single-Sein? Ja, das ist für mich eine Entdeckung gewesen. Die Würdigung des Single-Seins ist etwas spezifisch Christliches. Die meisten Kulturen würdigen das nicht in der Art und Weise. Es gibt natürlich auch Auswüchse in der katholischen Kirche, wo es eine Forderung ist an den Klerus. Aber vom Grundsatz her hat das Christentum eigentlich gesagt, nein, Single-Sein ist etwas Gutes und es ist nicht minderwertig gegenüber der Ehe. Und ich glaube, wir haben das so in diesem Workbook auch betitelt, es gibt den Schutzraum der Ehe. Wir geben eine Plausibilität oder eine Logik dafür, dass wir sagen als Christen, Sexualität gehört in einen Schutzraum, damit man wirklich intim sein kann und sich verletzlich machen kann. Soll das im Rahmen einer Ehe von einem Mann und einer Frau sein. Und wir haben ein paar Gründe dafür. Und dann gibt es aber für den Single gibt es das Leben im Warteraum, auch auf die Ewigkeit, genau wie die Ehe, wo Sexualität nicht in der gleichen Art und Weise gelebt werden soll. Und das wird meistens in den Kulturen als ein Defizit gesehen. In heidnischen Kulturen und übrigens auch in der westlichen Kultur. Und zu sagen, dass wir das Single-Sein würdigen, und das Single-Sein ist nicht nur ein Warteraum auf ausgelebte Sexualität, ohne Ehe, oder ein Warteraum auf das Heiraten können. Das ist etwas, das Jesus uns zeigt und Paulus uns auch nahelegt. Und das ist, wenn wir verschiedene auch Herausforderungen in den Gemeinden gut meistern wollen, ist es wesentlich, dass wir aufhören, die Singles als Leute zu sehen, die einfach noch nicht verheiratet sind. Und man schaut dann immer, mit wem könnten sie zusammen sein. Das ist wirklich ein falsches Denken. Und die Ehe ist dann die Lösung zu all den Herausforderungen. Das ist auch ein komplett falsches Denken aus biblischer Sicht. Beide sind Berufungen, die da sind. Und zwar einfach für eine Phase des Lebens. Es ist nicht in dem Sinn, dass du herausfinden kannst, ob du zum Single-Sein berufen bist oder zur Ehe, sondern einfach in der Berufung, in der du lebst im Moment. Das hat einen großen Wert im Sinne vom Bau des Reiches Gottes und als Ausdruck des kommenden Reiches Gottes. Genau, und ich habe das einfach sehr schön gefunden, das zu entdecken in den letzten Jahren. Ich war selber lange Single, habe erst ein bisschen später im Leben geheiratet und habe aber ehrlich gesagt immer gedacht, ich bin einfach noch nicht verheiratet. Genau, und das sieht die Bibel anders. Und das Paradigma ist natürlich Jesus Christus selbst, der war Single. Mindestens so, wie es aussieht. Es gibt natürlich ein paar Leute, die behaupten, er sei das nicht gewesen, aber er ist Single gewesen und hat als Single als vollkommener Mensch gelebt. Also ist am Single-Mensch nichts grundsätzlich Falsches. Genau. Vielen Dank, dass du uns da gleich ein bisschen reingenommen hast in dieses Thema. Und ich glaube, da hat es wirklich noch ganz viele Themen drin, ja, die hilfreich sein können, wenn man sich dafür interessiert, eben auf diese Entdeckungsreise sich auch zu begeben. Ja, es ist auch ein Buch, das nicht nur für das persönliche Studium ist, sondern auch für Gruppen, für Teams, für Gemeinden. Es hat auf der Webseite auch ein Kinderprogramm, ein Teenie-Programm, es hat weiterführende Unterlagen. Es ist wirklich als Workbook gedacht für einzelne Christen, aber auch für Gruppen. Ja. Danke, hast du uns ein bisschen reingenommen in dieses Buch und auch in deine Herangehensweise an dieses Thema. Es war sehr spannend, mit dir zu sprechen. Danke vielmals. Ich habe mich sehr gefreut, ein bisschen erzählen zu können. Schön. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir werden euch das Buch auch gerne verlinken, wenn ihr selber ein bisschen darin stöbern möchtet.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.